Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Nummer Smarts und ich will heute ein global Thema aufbringen. Was nicht ist für allein aus der Spiritualität oder aus der Esoterik raushält, mir was das Thema am Ganzen geht, so mal so. Es geht um einen Ausdruck, den vielleicht verschiedene schon gelesen haben, wenn sie an Gruppen unterwegs waren, an Facebook-Gruppen unterwegs waren, und zwar den Ausdruck Gatekeeping. Eine Gatekeeping wird global verstanden, dass in aller Leute nicht auf den Terrain von der Esoterik, von der Spiritualität rankommen lässt. Für mich geht das irgendwie nicht durch, für das Thema zu erklären, weil du gibt so viele Nuancen an verschiedene Leute gehen, wie soll ich so, ein Ugegriff, sie gehen Gatekeeping machen, wo ich nicht der Meinung bin, dass das so ist, und andere, die machen effektiv. Da muss ich auch ein bisschen mehr sagen. Der Weg war mir über die ganzen Jahre abgefallen, als wenn es darum ging, dass ich mit Spiritualität oder besonders mit der Esoterik, Spiritualität ist ein bisschen anders, das zu befassen. Da kommt ganz oft als Antwort, das muss doch alles selber erlegen, das muss doch alles selber herausfinden. Egal, ob das war, ja, ich will mich mit Karten befassen. Wie lädt ich Karten, ob was passt denn ob, und froh waren global gestaltet. Ich denke, das wäre noch so ein Fastfood-Trick, wenn wir hier Karten lehnen. Nee, also Leute, die gesagt haben, worauf muss ich schon passen, oder worauf soll ich schon passen, wenn ich mich mit Karten befassen und so. Ganz viele Fragen. Aggressiv im Sinne von, all die Sachen muss er selber herausfinden. Es sind komplett gegen die Idee, was esoterisch Richtung oder spirituelle Richtung betrifft. Dann hat sie da so viel Information dabei sind, wovon 90% gut genug ist, für an die nächste Dreckskirche zu gehen, für do engem zu sagen, du musst gucken, dass da allein eins ist. Das ist eine Menge nah, schon bald asozial, für mir ganz Leben auszudrücken. Es ist schon einzeln das Gefühl in der Welt, dass sie ganz viele Leute vergessen, wie sie am Anfang gestruffelt haben. Und es ist in der Meinung, dass just, weil mehr mit dem Wunsch, was wir damals hatten, und müssen gucken, also wie zu finden, dass das nicht heißt, dass man nur den anderen einfach so guckt, dass der Einzige an der mathematische Geschichte. Es geht nicht darum, dass in denen die Sache soll viel knallen. Mit geht effektiv darum, dass ihr probiert, denen vielleicht eine Nuance mit auf den Weg zu gehen, für das man wissen und was sie können sichern. Bedeutet also nur, dass die Idee von wegen Gatekeeping, dass die komplett verkehrt ist. Nee, das ist am Ende viel mehr wichtige Punkt. Und die geht natürlich dann auf der anderen Seite ganz extrem unter Pranger gestellt. Egal, was ich ausspreche, ob das Esoterik ist, ob das Spiritualität ist, ob das Magie ist. Es gibt ganz viele Sachen, wo sich eine Person errichten muss, mit der Zeit heranentwickeln. Und ich gebe ganz einfach Beispiel, wenn ich die meditativen Dinge holen und dann natürlich auch die magischen Dinge. Als Gehirn muss ich erstellen, mir muss ich selber mal auf den Rhythmus erstellen und so weiter. Und das, wie man dann, was er lehrt, der fängt nicht an, dein mal eins zu können, und dann klagt er schon eine höchst mathematische Rechnung dahin. Und dass du dann auch insofern es soll wohl ein Grenz gesagt wird, aber wenn du irgendwie könnt, die nach keinster Weise bewiesen wird, dass man überhaupt eine Ahnung davon hat, und die will von mir wissen, wenn du großartig an der Magie in greift oder was die groß magisch oder spirituell oder esoterisch Erkenntnisse sind, ja nee, da sind wir auch der Meinung, dass an dem Moment einfach gesagt wird, komm, wir probieren mal Kleinbredische zu backen. Genau, hier wird sich in der Zwischenzeit etwas entwickelt, was, wie soll ich sagen, ja, schon eine gewisse Gefahr hat. Das heißt, wir haben an unserer New Age Esoterik ein paar richtig Helden gehabt, die Sachen online gesagt haben, oder die Sachen, wie soll ich sagen, für den Einzelnen zugreifbar gemäht haben, wo Leute noch gar nicht bereit dafür waren. Ein von den besten Beispielen, das war, wo meine Mama mich irgendwie gefragt hat, wo man von dem Internet da wirklich mal so raus war, man wäre im Internet, du fandest doch alles.
kann dann do kind Kibalion fannnen. Ja schon effektiv PDF-Version vom Kibalion fand. Das ist so für Fried zugänglich als schaden ein bisschen das mit viel Vorsicht zu genießen. Es sind noch Rote, den die gelesen wird, den mentalischen von der verstanden wird, aber sich für die große Mächte hält, weil hinter Kibalion gelesen wird. Das ist erstens einmal, gehen sie mit denen Kenntnisse extrem respektlos, aber sie mengen dann auch nach Schluss, weil sie irgendein Buch in die Richtung gelesen hatten, dass sie da Kinder anderen Leute belehren. Das ist richtig gut von, weil ich schon das Buch richtig gelesen. Oh, du warst gut 30 Jahre an dem Ganzen dran und haben wir so eine frohe schon gestaltet. Da kommt dann effektiv ein, den ich aus der Gegend kann tun, den auf einer Dinge an einem Forum war, wo ich nicht den Kibalion erwähnt hat oder einen von den Prinzipien von Kibalion erwähnt hat, wo ich gemerkt habe, Tim ist mir erklären, wie die funktioniert. Und ich habe gerade durch die Tieferschrift gelesen, wie wir nur was mal das ganze Kapitel gibt's lesen, und das schwarz mal nehmen. Und die wirklich gemerkt, die kriegt mich da theoretisch belehren, mit etwas, wo man das praktisch schon seit Jahren schaffen. Genauso Beispiel hat man, da sind ja nicht in einem Forum hat etwas angesagt, das nennt sich Sprenggliefen. Die sind scheiß gefährlich. So hinzugehen an die einfach mal so öffentlich, und das war wirklich ein komplett öffentliches Forum, weil nicht, wo ihr seht, war in irgendeinem an einer Anlehnung, die nicht für jeden zugegangen war, nee. Die sind zwar direkt rausgeholt, natürlich den in dem Forum gefordert, so gesagt, du könnt man das dann tut, so etwas der Fall nicht an dem dort mit denen offen gesagt gehen. Ob die oder weiß gehen nicht ganz grob Sachen. Dorian Virtue wird gemeint hat, Mr. Kibalion Renke ja Drahtnarrenke neu erfahren mit dem ganz komplett die an die Richtung gehen. Besonders Dorian Virtue wird extrem auf einer Schwarzerle steht, weil das schon irgendwie dann auch gesagt wird, nee, das alles, was du weh tut, verbrannt das, weil es sie nur um Gott zurückgetreten etc. etc. Aber der Schuld war gemäht. Die Leute, die heute das mit den Gesetzmäßigkeiten herumlaufen, die darüber diskutieren, an die sich so drehen, wie für ihr Verständnis passt. Es ist eigentlich gut nicht, ob Dave dann, ob die wie soll ich sagen, ob die Konsistenz rauskommt, ob die erkennt, wenn er wirklich seriös mit einer Sache geschafft wird. Was tun wir denn noch so für Beispiele? Nicht so vielleicht die Sache von welchen, was du alles hast. Wir haben Leute gehabt wie Silver Ravenwolf, die sich ganz cool fanden, für Teenager Sachen am Hexentum mit auf den Weg zu gehen, wofür die Leute noch nicht reif waren. Ich mache denen Teenager das nicht zum Vorwurf. Das ist für mich ein bisschen so, wie wenn ihr seht, oh, das sind Teenager, 12 Jahre. Komm, wir gehen mal lang Wurf an den Grab. Was soll dann doch schon viel geschehen? Da können die nicht den anderen so, das ist etwas anderes. Ich stelle mir ein und sie froh, wenn ich gucke, was der Moment energetisch los ist. Können nicht sehen, dass das auch jemanden zu dienen wird, dass so viele Leute mit der Schmur getroffen haben. Ja, das ist gut darüber gelernt gehen. Wobei mal so ein Dutzend TikTok-Hexen gesagt haben, sie geben den Mond verfluchen. Hat es vielleicht aber Konsequenzen par rapport zu dem, was am Moment los ist? Es sind das übrigens just gemäht, der Corona losgegangen ist. Donc à faire, just darüber nachzudenken. Das heißt, besonders schaut man die Bücher, die Leute auf Techniken losgelost, die keine Erfahrung damit haben, die nicht reif genug sind, für die überhaupt unzupacken, dann auch nicht reif genug sind, für zu sagen, wow, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich. An dem sind sie nicht der Meinung, dass es ein Zucht Gatekeeping absolut soll gehen, mit die soll proper gefordert gehen. Ich kann sagen, an der Kenntnisse, die werde ich auch nicht an den Podcast setzen, als der ganz einfache Basis heraus, will ich sagen, das will ich nicht, dass das auf verkehrt gerät. An der Richtung, wenn ich mich Leute kennen, an mir, inwiefern ich einem vertrauen kann, und aus den anderen Teil, den ich davon herausgehe. Aber anders lief das nicht. Wenn du sie Leute sagen, ja, für wen hältst du dich, dass du nur meinst, du wirst den das jugieren kann. Ja, ich bin der Meinung, dass wenn ich so ich schon
gut 40 Jahre Erfahrung mit den Sachen, auch mit den Sachen, die schief können gehen, dass ich der Meinung bin, dass ich auch manchmal, was meine Kenntnisse betrifft, eine Responsabilität tun, dass die Sachen so man wie möglich auf verkehrt anfallen. Wenn jemand ein Problem hat, ja, dann kann ich schon so wie immer Besitzanzeige, dein Problem nicht, nein. Weil am Menge sind einfach durch die ganzen Bücher, die jeder heutzutage, egal wo im Internet kann kaufen, sind Informationen dabei, die problemlos an den verkehrten Händen können landen. Aber was das energetisch möchte, ich ahne, dass wir da noch keine Ahnung haben, was für Konsequenzen das auf Dauer hat. Wie gesagt, außer den, wenn ich mal angucke, was im Moment los ist, könnte es sein, dass das etwas damit zu tun hat. Und das ist auch ein Punkt, den ich ein paar Mal noch bringen werde. Ich werde Podcasts machen dazu, was als energetisch los, wenn wir verschiedene Situationen bei den Leuten gucken. Für was sind Leute drauf? Hat das auch eine energetische Basis? Mir das will ich schon nicht herbringen. Hier geht es einfach darum, also es ist richtig, dass Leute die Kenntnisse haben, alles so, die trotzdem eine gewisse Weisheit haben. Ich spreche nicht von denen, die theoretisch Kenntnisse haben, dass die sagen, hey, dafür warst du noch nicht reif. Das tut also nicht das. Probier mal das. Am Menge ja, vollkommen, das ist richtig. Geht das denen Leute recht zu sagen, du musst alles allein können, dann du musst das als schwer erarbeiten. Nee, da sind die Schritte noch verstanden. Ich meine, dass wir da bei Leuten, die wirklich die richtig ehrlich Interesse weisen, die richtig Intentionen weisen und die wirklich denken, Hund, das ist und so, sie wollen darunter schaffen. Aber in denen muss das dann auf den Weg geht, für dass sie direkt können aufhängen, anstatt dass sie Zeit verlieren, für das überhaupt selber zu erkennen. Und sie mit der richtigen Dankbarkeit da gehen, dann ist das eine Menge genau das, was wir am Moment brauchen. Weil das genau das, was uns fehlt. Ich drücke mal ganz brutal aus. Wir haben in der Zwischenzeit genug Zeit verloren. Und wir haben Zeit, wo wir wenigstens mal die Chance bekommen, wo die ersten Generationen noch haben, die Sache von kleinem ungelehrt gehen. Für die das einen natürlichen Umgang, eine Normalität gibt, sozusagen. Wir alle Jahre, die zu den Tischen hängen, zu Tischen der neuen Generation, die von den Älteren an die Richtung zugehen, denen, die sich die Sachen ungelehrt tun, ungeegnet tun, sie selber erschafft tun, mit eigenen Theorien ausprobiert tun, Trial and Error, dort dazwischen gehen da, die natürlich mit einer extremer Selektivität trotzdem können so mal an eine Richtung gelegt gehen, für das die wirklich ehrlich mengen, auch etwas kreieren, ein Fundament kreieren, mit dem sie proper können schaffen. Das ist also für mich so ein bisschen das, die zwei Richtungen zwischen dem extrem auf der einen Seite so, nee, der muss sich alles selber schaffen, sowieso, wie gesagt, haut ist ein Buch zu kaufen, und auf der anderen Seite, nee, typischer, der kann das alles lesen und der kriegt das alles an den Grab gedrückt, und es gibt keine Nuance mehr, es gibt keine Etappe mehr, und wir haben keine Möglichkeit mehr, es zu entwickeln. Übrigens, das hat etwas in unserer Gesellschaft gesehen. Von wegen Kinder, die nicht mit Kant dürfen sehen, die schon klein Erwachsener sind, die mit 10, 12 Jahre geschminkt mit Louis Vuitton Porsche runterlaufen. Wir sind am Gang, die Fehler am Gesellschaftlichen zu machen. Wir sind auch am Gang, teilweise am Spirituellen und am Esoterischen zu machen. Und ich kann erst bald prophezeien, dass alle Schuss, die wird noch anders gehen. Und das ist immer das Problem in der Geschichte, dass die Leute, die hier noch die ehrliche Intentionen und das sind die hier nur den den energetischen Dreck dann dürfen zusammen zu kehren und gucken die Sachen im Ried zu bringen. Also wenn ihr ob das sich sieht, wie ich immer so, der darf bei mir Kinder vorstellen, ich kann nicht immer Anleitungen gehen, ich kann noch genau auf Platz grenzmäßig sagen, der dort dann ist noch nicht für dich. So. Also absolut kein Ding, kein Thema da drunter. Und wenn der wirklich so ehrliche Intentionen hat, da werde er noch viel kommen und da werde er von mir auch Informationen kriegen, aber noch nicht über Podcasten. Aber da muss investiert gehen. Oder der geht hin und der setzt sich um die Gruppen drin, ein von denen auch so eine Erfahrung an die Richtung, das für eine lange Zeit sind schon bei einem Mittelaltermord einem begegnet, weil man dann irgendwie erklärt wird, dass das Ayahuasca Dinge machen möchte, Sitzungen machen möchte. Wir haben nicht von der Kultur,
dat schon mal gut nicht und keine Ahnung über die Kultur. Wir machen das an einem typischen Licht- und Liebe-Effekt. Wir keine Ahnung, was das chemisch mit uns macht, was das körperlich mit uns macht, was das wirklich psychisch mit uns macht. Wir haben keine Ahnung, ob psychisch überhaupt gefasst ist, für das zu machen. Und von dem kann ich behaupten, das war es nicht. Und das sind da Leute, die Drogen holen, weil sie meinen, auf die oder weiß spirituell misere für uns zu kommen. Irgendwo muss nur ein Grenze gezogen gehen. Das ist so leid. Dann eben irgendwie nie über Bord fallen, das ist nicht der Punkt in der Geschichte, wie das wenigstens die Leute, die ehrlich mengen, dass die Möglichkeit tun, auch eine propre Weggewissen zu kriegen, ohne dass man auf der einen Seite Leute tun, die dann misstrauen, nur weil so, ja, wie sieht man, dass du das nicht missbrauchst, und ohne auf der anderen Seite aber auch eben zu mengen, Schiedfried mit allem zu federn, dass die Leute alles können aufgrasen. Schaffen das geht ein bisschen so ein Gedanken, was das mit dem Gatekeeping auf sich hat. Inwiefern der selber schon mal darüber abgeregt hat, gewünscht hättet, wir ein bisschen mehr, vielleicht also ein bisschen mehr Gatekeeping, vielleicht auch mal gewünscht hättet, wir du gewirrscht, den ich gewarnt hätte, gesagt hätte, du probier das nur noch nicht. Und wie immer, ich hoffe, der kann da ein bisschen rausholen. Vielmals merci für den Nullausstrahlen, schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.